Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, ich zeige euch meine Aufstellung und gebe euch ein bisschen meine Einschätzung zum Spiel. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit verpasst ihr kein Video. Und das Wichtigste, ihr unterstützt einfach das, was ich hier so tue. Wa? Und ja, damit gehen wir mal rein in den Bums. Ja, zum Spiel vielleicht erstmal. Ist ganz schwer einzuschätzen. Ne? Celtic zu Hause natürlich eine starke Mannschaft, starkes Stadion, kann natürlich auch getragen werden von dem Stadion. Die Frage ist, ob unsere Mannschaft sich ein bisschen beeinflussen lässt von der Stimmung. Du kannst natürlich durch ein schnelles Tor oder durch schnelle zwei Tore da ein bisschen den Stecker ziehen, aber auch nie ganz. Und durch irgendeine kleine Aktion kann das Stadion auch wieder kommen und pushen. Und ja, es wird ein sehr interessantes Spiel. Ich habe von Celtic nichts gesehen die Saison, nur die Ergebnisse und das, was so gesagt wird. Anscheinend werden sie ja uns hochpressen, selber offensiv werden. Ich bin sehr gespannt. Ja, das sollte uns natürlich dann auch Räume geben. Allerdings hat man natürlich auch schon gesehen, wie schwer wir uns dann teilweise tun, wenn der Gegner das ganz gut macht. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich denke, es wird kein leichtes Spiel werden. Würde mich überraschen. Ja, wenn es irgendwie eine klare, richtig klare Nummer wird. Am Ende des Tages, ja, dürfen wir den Gegner jetzt auch nicht übermaßen stark reden. Wenn wir unsere PS auf dem Rasen bekommen, wie man so schön sagt, ja, dann musst du das Ding gewinnen. Ja. Wenn man die PK jetzt mit reinnimmt, bin ich sehr gespannt, ob man irgendwie so knallhart auf Sieg spielt. Das hörte sich eher so ein bisschen an, als wäre man auch mit dem Punkt zufrieden. Mal abwarten, mal abwarten. Ich bin sehr gespannt. Mein Tipp auf jeden Fall 3-1 für uns, habe ich im Tippspiel eingetragen. Wie gesagt, am Ende muss ich einfach die Qualität durchsetzen. Ne? Die Frage ist, inwieweit wir die Form haben dafür. Ja, die zweite Halbzeit gegen Bremen war gut, kann man mit Sicherheit drauf aufbauen. Wenn man aber sieht, ja, was wir bis zum Tor gespielt haben, haben wir einen Elfmeter benötigt, ja, um in Führung zu gehen. Also. Ja, wir werden wie die ganzen restlichen Spiele sehr abhängig von unseren 3, 4 offensiven Spielern sein, wie da die Tagesform ist. Ja. Ich bin sehr gespannt. Aufstellung, ja, Aufstellung. Ihr wisst, ihr habt schon meine letzten Aufstellungen gesehen. Da gibt es in meiner Sicht nach nicht so viele Baustellen, wo man irgendwie was machen kann. So, Neuer und Harry Kane sollte klar sein. Ja, wir können auch erstmal mit der Offensive anfangen heute. Da sollte natürlich, ja, auf jeden Fall, bup, 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 bup. Sofern natürlich alle fit und gesund sind, sollte Musiala klar sein, sollte natürlich aber auch rechts Michael Olise klar sein. Linke Seite kann man jetzt drüber streiten. King fehlt natürlich ein bisschen der Killerinstinkt, ja, aber das war noch nie seine Stärke. Ich würde ihn trotzdem nochmal beginnen lassen. Und Alternative haben wir ja gesehen. Ja, Leroy hat es überraschenderweise mal die 15 Minuten gut gemacht und in der Champions League hat er ja oft Bock. Wer weiß, vielleicht beginnt auch ein Leroy. Ja, wäre jetzt nichts, was mich überraschen würde und könnte ich am Ende des Tages auch irgendwo verstehen. Ja, also von daher mal abwarten. Ansonsten auf der rechten Seite haben wir natürlich. Nee, mache ich nicht auf der rechten Seite. Weil ich habe ja jetzt aus der PK gelernt. Gnabry ist ja unser Stürmer. Ne? Ist unser Stürmerersatz. Der Serge. Ne? Der Serge ist unser Mittelstürmer. Ganz großes Kino. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Müller auch ein Faktor wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Kompanie Müller reinwirft. Alles, was man so gehört hat. Vielleicht nimmt er sogar Maike raus. Ich weiß es nicht, wie weit man das einordnen kann, die Worte. Aber ich glaube, er wird schon mehr auf Erfahrung setzen.
Von da könnte es sein, dass Müller reinrückt. Bei mir wird Müller nicht reinrücken. Ja, ich will mit Musiala beginnen. Ja. Auch als junger Spieler hat er schon genug Spiele gemacht und ja, heute ganz ehrlich. Ich verstehe schon, dass man sich als junger Spieler durch sowas beeindrucken lassen kann, aber ja, da musst du dann auch durch beim FC Bayern. Ja. Weil Kompanie auf der PK sagte, ja, als junger Spieler war er das hat ihn maßlos beeindruckt, wenn er ein bisschen erfahrener gewesen wäre. Dann darf das nicht mehr beeindrucken, weil man einfach die Erfahrung dann hat, ne? Was ja auch völlig klar ist. Joa, damit kommen wir ja dann auch zu der, ja, erstmal natürlich, King Josua ist safe, Leute. Nee, spielt ja gerade wirklich gut, von daher kommen wir um Kimmich auch nicht drum herum. Das ist auch völlig fein. Die Frage ist, wen stellen wir neben Kimmich? Da haben wir natürlich ein paar Alternativen. Ich habe irgendwie gelesen, Palinja ist schon wieder irgendwie kränklich oder was. Goretzka, Pavlovic, Conny Leimer, ja, wären die Alternativen. Aktuell würde ich erstmal am Pavlovic festhalten, weil das Zusammenspiel war auf jeden Fall verbessert gegen Bremen. Ja. Also die Abstimmung, dass auch einer im defensiven Raum ist und so weiter. Auch wenn er viel quer und nach hinten gespielt hat, ich denke mal, das war auch ein bisschen gewollt und es war auf jeden Fall eine Stabilität da in der Mitte und ja, ich denke auch die wird gegen Celtic, gerade in der Anfangsphase, auf jeden Fall auch nicht so verkehrt sein. Ja. Ansonsten hast du natürlich hier genug Alternativen. Ja. Conny Leimer an erster Stelle für mich auf der 8. Ja, einfach die Pressingmaschine. Ansonsten haben wir noch Leon. Nehmen wir mal da als Alternative rein, aber ich würde erstmal mit dem Pavlo und Kimmich anfangen. Ich denke, das ist auch ja, die kreativste Geschichte, die wir so machen können. Und ich glaube persönlich nicht, dass er einen Pavlovic aufstellt, eben aus diesen Aussagen auf der PK. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht hat er das auch einfach nur so gedroppt und am Ende des Tages ist es ihm wurscht. Aber wir werden es sehen. Ich würde auf jeden Fall mit Pavlovic und Kimmich beginnen. Wie gesagt, das war ordentlich gegen Bremen und von daher alles gut. Ja, Innenverteidigung. Innenverteidigung stellt sich ja ein bisschen von alleine auf, wobei man ja sagen muss, wir hätten natürlich jetzt schon Alternativen. Ne? Klar, Ito ist natürlich viel zu früh, auch wenn er wieder am Mannschaftstraining teilnimmt. Aber Stani könnte auch Innenverteidiger spielen. Da hat er mir sogar sehr, sehr gut gefallen am Anfang der Saison, wo er noch da war. Ja, wird man sehen. Ich denke, ja, wie gesagt, Stani wäre schon eine Alternative, definitiv. Ja, aber warum sollte man jetzt die beiden Innenverteidiger auseinanderreißen, die ganze Saison sich da ein bisschen gefunden haben und sich eingespielt haben? Ja. Aber mal abwarten. Gut, dann haben wir natürlich die beiden Außenverteidigerpositionen. Da habe ich keine Ahnung, wie weit Davis wieder fit wäre. Auf der linken Seite. Ich meine, du hast ihm jetzt den Vertrag seines Lebens gegeben, dann muss sie ihm jetzt auch fordern. Ja. Aber natürlich nur, wenn er fit ist. Ja, ansonsten für mich die erste Alternative, ein Rafa Guerrero. Ja. Ja, ich weiß, auch Stani kann das spielen, auch ein Boe kann das spielen, aber ein Stani hat mir da nicht gut gefallen auf der linken Seite und ein Boe hatte mir, wo er da mal gespielt hat, auch nicht gut gefallen. Ich würde auf der rechten Seite mit dem Stani anfangen. Einfach, weil ein Boe im letzten Spiel gespielt hat und weiß ich nicht, gefühlt ist der Junge aus Glas. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, könnte auch eine sehr, sehr gute Seite mit Ulisse werden, aber auch ein Stani kann eine sehr, sehr gute Seite mit Ulisse werden. Alternative natürlich Boe, ja, aber da würde ich erstmal ein bisschen steuern. Wie gesagt, der Junge ist irgendwie immer 2, 3 Spiele da. Dann kriegt er ein bisschen Belastung und dann ist er wieder ein halbes Jahr weg, ja. Also da würde ich die Belastung auf jeden Fall mal ein bisschen steuern, dass der erstmal wieder ein bisschen reinkommt. Und von daher würde ich mit dem Stani anfangen und ich denke, Stani ist auch guter Rechtsverteidiger und ja, da haben wir eigentlich ja, zwei kompetente Rechtsverteidiger, ja, mit Stani und Boe. Also,
Wenn die nicht beide die ganze Saison ausgefallen wären bisher, dann wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen anders und vielleicht dürfte dann Conny Lime auch mal im Mittelfeld spielen. Weil Kompany hat es ja auch gesagt auf der PK, er weiß das. Ja, er weiß, dass Conny auch Mittelfeldspieler ist. Also hat mich ein bisschen gewundert. Ja. Bin ich gespannt, ob wir einen Conny da mal sehen werden in Zukunft. Ich würde es ihm gönnen. Ich denke, Conny wäre auch eine Bereicherung in der Mitte. Gerade bei dem einen oder anderen Gegner wäre es sehr, sehr sinnig gewesen in meinen Augen. Aber gut, ja, das ist aktuell so die Startelf, würde ich sagen. Ja. Und das ist eigentlich auch die Elf, die, wenn nicht groß was passiert, nicht einer einen Leistungseinbruch kriegt oder schlecht in Form ist oder nicht fit ist, wahrscheinlich auch den Februar durchstarten muss. Ja. Ihr habt gesehen, wir haben rechte Verteidiger-Posi, wir haben linke Verteidiger-Posi. Linke Seite ist natürlich auch immer ein bisschen in der Zentrale, könntest du natürlich auch einen Spieler austauschen. Aber ich denke, gerade die Innenverteidigung plus unser Dreiergestirne mit Kei Musella und Olisse und Kimmich natürlich sollte gesetzt sein. Ja, mit Neuer zusammen. Klar, kannst du jetzt schlechten Urbich reinstellen, Perez ist verletzt. Ja, da hast du also schon mal 4, 5, 6, 7 Spieler, die auf jeden Fall safe sind. Und wenn Fonzie Davis fit ist, wird er auch safe sein, dann bist du bei 8 Spielern, ja, die eigentlich in der Startelf stehen müssen in jedem Spiel. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir werden es sehen. Ich erwarte heute ein heißes Spiel und freue mich auf das Spiel und bin sehr gespannt, ja, zu was wir jetzt auch mal unter ein bisschen Druck, ja, muss man ja schon sagen, und erste K.O.-Spiel, gut, außer DFB-Pokal, aber natürlich in der Lage sind, der Kompanie. Ja. Auch wie die Herangehensweise sein wird, ob wir eher ein bisschen defensiv erstmal anfangen, ist noch ein bisschen abwarten, da ein bisschen Sicherheit, Ball in den eigenen Reihen halten und sowas, oder ob wir gleich Feuer frei machen und versuchen, da schnell Ruhe reinzubringen, indem man irgendwie 1 oder 2:0 in Führung geht. Aber selbst dann wirst du in dem Stadion keine Ruhe haben, wenn Celtic Gas macht und versucht. Ja, das reicht den Zuschauern, da gehen die steil. Also mal abwarten. Ich freue mich aufs Spiel. Ich wünsche euch ein gutes Spiel und natürlich mit einem hoffentlich guten Ergebnis für uns. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Viel Spaß beim Spiel. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.